Mamu, Musik leierst du am Nu. Mi Mamu, Musik leierst du am Nu. Von mir klappen a sangen, tanzen a sprangen. Mir mache Musik an dat die ganzen Tag. Mi Mamu, Musik leierst du am Nu. Mi Mamu, Musik leierst du am Nu. So, guten Morgen, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Enseignants, liebe Eltern daheim. Heute Morgen bei Schule daheim on Air. Heute Morgen mit Mi Mamu, und das ist den Erik. Und das ist der Bob. Voilà, Mi Mamu, für was steht eigentlich Mi Mamu? Weißt du das, Erik? Ich meine, wir machen Musik. Wir machen Musik. Also, voilà, damit fangen wir direkt an. Also, wir wollen direkt morgen schon Musik machen. Dafür machen wir uns ein bisschen warm, wir rüsseln das ein bisschen aus. Wir brauchen nur das Hand und das Arm. Dann können die schon strecken. Voilà. Und da geht es direkt los mit etwas ganz Einfachem, nämlich einem Trommelwirbel. Und zwar auf unseren Beinen. Was ist ein Trommelwirbel? Erik, weißt du das? Wirbel, das ist etwas wie Wirbelsturm, wo alles ganz sehr rundherum geht. Exzellent, super erklärt. Wie Wirbelsturm, das kennen ihr alle gut. Die kennen vielleicht auch einen Trommelwirbel aus dem Zirkus. Ihr habt etwas ganz Spannendes geschieht, zum Beispiel, könnt ihr etwas wieder zeigen. Voilà. Und ein Trommelwirbel, das ist der Anfang von unserem Musikstück, was wir machen. Wir haben gar nicht präpariert mit dir, ihr wisst gar nicht, was könnt, aber ihr werdet gesehen, ihr wisst direkt, wie es wird gehen. Und zwar, wenn ich einen Trommelwirbel will, dann weise ich so mit meinen Fingern, so wie eben den Trommelwirbel. Und den Rest, braucht ihr gar nicht zu wissen, den weisen ich euch. Und den Erik möchte mit dir schmatten. Das heißt, ihr könnt direkt mitmachen, ob ihr Bein Trommelwirbel machen. Alles. Hey, cool, das war tipptopp gegangen. Oh, das ist ja wurscht. Das war so streng, das Tor. Ja, so mal ist frei. Ja, Das war cool, ich finde das aber cool von das Tor. Ja, das soll ist ich dir mehr etwas spannend wie Vokabel schreiben auf alle Fälle. Ich fand noch. Aber soll ich dir etwas sagen? Ich habe das frei auf Hand gehabt. Ich habe mir das am Anfang Fedro gar nicht so genau abgeschrieben gehabt und überlegt. Aber das war immens cool und ich fand dann, an sich gebe ich das gerne machen. Aber weißt du noch, wie es gegangen ist? Nee. Am Anfang war ein Wirbel. Weißt du nicht, wie es gegangen ist? Nee, ich meine nicht. Das weiß keiner ganz genau, wie es gegangen ist. Nee. Wir das können abschreiben, so wie ein richtiger Komponist am Anfang. Was ist dann eigentlich ein Komponist? Das hat mit dem Kompostieren zu tun. Genau. Die kennt alle gut, das Wort Kompost wahrscheinlich. Was machen wir mit dem Kompost? Boah, du gehst mal lauter Sachen hin und dann musst du das, also nicht musst, ne, das zersetzt sich. Ja, das muss da doch kommt einmal, neue Boden raus, ja, den ich kann holen, für dass die neue Pflanze besser wuchs. Genau, das ist, das was du am Anfang gesagt hast, du fliegt einfach nicht mehr alles drauf, du geht einfach alles bei Nähe gesagt, was man nicht mehr brauchen in der Küche, also alles, was du Gemüse und Obst das. Und genau das möchte auch ein Komponist. Natürlich geht der nicht bei anderen Schulen nicht wohin, aber hier sitzt auch Sachen zu summen. Komponist oder Komponistin, die am Anfang in den Team zu summen sitzt. Und wir haben ganz am Anfang schon ein Lied von Mi Mamu gesungen. Mi Mamu, Musik leierst du am Nu. Aber wenn in das mit Noten abschreiben, der Komponist, den das geschrieben hat, die kennen wir alle zwei, den das geschrieben hat, da gibt das so ausgesehen. Mi Mamu, Musik leierst du am Nu. Und da sind die Noten schon alle bei nie gesagt. Und so entsteht dann ein ganzes Stück, eine ganze Melodie. Voilà, die kennen alle guten schon Komponisten oder Komponistinnen, wie zum Beispiel, wie wir alle gute kennen, da ist den Herr Mozart, der Wolfgang Amadeus Mozart, oder nach den anderen, den zweiten, das wäre dann den Herr Beethoven. Den Herr Mozart, den ist bekannt, weil der zum Beispiel Tänze gesagt, wie die heiten. Voilà, das hat er zusammen gesagt, und so ist dann sein ganzes Musikstück entstanden. Den Herr Beethoven, den kennen wir auch alle gut, den hat die heiten zusammen gesagt. Voilà.
kennst du doch, gell, Erik? Ja, ja, schon das schon hören. Das ist vom Radio, ne? Das lebt doch bestimmt mal im Radio. Ja. Okay, voilà. Aber Komponisten müssen nicht immer Männer sein. Das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Weil es gibt auch berühmte Frauen, die Komponisten waren. Wie zum Beispiel, oder auch heute noch Komponisten sind, Komponistinnen sind. Wie zum Beispiel Clara Schumann, was man hier auf dem Bild gesehen. Aber Komponistinnen und Komponisten müssen noch nicht immer uralt sein und die müssen noch nicht immer tot sein. Es gibt auch heute noch Komponistinnen und Komponisten. Jeder, der Musik selber schreibt, als Komponist. Das heißt, all Hip-Hopper, Rapper, Rockmusiker, Popmusiker, Jazzmusiker, wen auch immer, der seine Lieder selber schreibt, als automatisch auch Komponist. Das kannst zum Beispiel auch du heute mal gehen. Du fühlst dich auch angeschaltet, für zu lernen, wen komponieren kann. Also mit ganz einfachen Mitteln. Erik, ich habe schon kleine Zeche schon raus entwickelt. Das habe ich selber erfunden. Ich sehe ein bisschen aus für mein Haar, für meine Frisur, habe ich gesagt. Das ist totale Chaos, wie ein Wirbelsturm hast du am Anfang gesagt. Ja. Tatsächlich könnte man das Zeichen holen für einen Trommelwirbel. Okay, jetzt wenn ich das dort ein Zeichen schreiben, machen wir also den Wirbel. Das verhalten wir ist gut. Wenn der dort ein Zeichen den Trommelwirbel hast, was könnte der dort ein Zeichen dann heißen? Also wenn ich an die Wand denke, sieht das ein bisschen aus, wie wenn die Wand am Anfang ganz dus bläst und dann immer mehr stark, bis alles fortfliegt. Ganz genau. Wir sehen am Anfang ist ganz klein und dann geht immer mehr groß, immer mehr groß, immer mehr groß. Wie gehst du das da spielen, Erik? Ich gebe ganz los aufhängen und dann immer mehr her. Okay, dann machen wir alle guten zusammen noch daheim noch. Wir fangen ganz los an. Und wir gehen immer mehr her. Okay, cool. Dann hast du dort ein Kannerspiel für dich. Was wäre der dort dann? Ja, umgedreht. Umgedreht? Ganz also, hart aufhängen, ne? Alles. Hey, okay. So, dann, wie wäre dann etwas wieder dort, in den Zeichen wieder dort? Oder ziehen von 3 Zeichen, gell? Ja, also ich gebe meinen, dass es auch nicht selbst mit der Lautstärke zu tun hat. Ja. Was ist dann da so ein heißer Rechteck? So ein heißer Rechteck. Was habe ich dann am Anfang gemacht? Mir gewirbelt. Und dann habe ich mir so gewesen, Enkel so Schratt gemacht. Und du hast nicht geklappt. Genau, du hast nämlich schlecht gemacht. In einzelnen Schläge hast du gemacht. Ganz genau. Und hier wäre dann die Großen, die Mittleren und die Kleinen. Das machen wir mal daheim alle gute Matt. Die Großen an. Die Mittleren und die Kleinen. Voilà, also groß ist dann hart, mittel ist nicht gerade so hart. Los wäre die Kleinen. Apropos los. Das heute, das gesagt aus wie ganz viel kleine Sprinsel, wie ganz kleine Punkte just. Wie könnte man das machen? Mich erinnert das ein bisschen an Schnee. Ja, wie die Schnee, alle guten die kann die Haut aus dem Eisleck nur gucken, ne? Die können aus der Fenster gucken. Ja, das kommt ja nicht aus dem Eisleck, mir sogar bei Eislauch Schnee. Ja, am Reeserbahn. Am Reeserbahn? Am Reeserbahn, ja. Okay, cool. Ja. Wow, also weil am ganzen Land leid Schnee ja. Heute mal. Und du gesagt, ein bisschen aus wie die Schnee. Und der Schnee, wenn den auf den Boden fällt, dem ist nicht viel Comedy. Nee, den kann ganz du sein. Wie klingt der Schnee, wenn den auf den Boden fällt? Ich kann bald nicht hören, mir das tipptopp. Also ganz los, ganz ruhig. Ja? Der Schnee, den auf den Boden fällt. Aber wenn wir da Toten holen, das muss ich da erklären, oder? Wenn ich an den Schnee denke, dann ist mir heinst du gut 40 kalt draußen. Ja, und dann? Das ist gut. Und dann? Und dann reiben ich meine Hände oder meine Beine für warm zu sein. Genau. Ja, da reiben wir, wie die Pfeiler, da reiben wir hin und hier. Und wir kriegen dadurch so ein Reibengeräusch, also ganz extra Geräusch. Voilà, das können wir auf die Beine noch machen, ganz gut. Das könnte doch mal immer gut so zwischen, wenn man ganz viel geklappt hat. Wenn wir dann ein bisschen reiben, dann kribbelt das nämlich so an den Beinen. Ne? Ich sehe schon ein bisschen an den Beinen. Sehe schon ein bisschen an den Beinen, genau. Ja. Voilà, dann machen wir aber einen Trommelwirbel. Und ich habe gesagt, wir können ja etwas bisschen mehr lange auch machen, ne? Wie zum Beispiel beim Reiben, den Klang, der ein bisschen mehr lang dauert. Da können wir einen Trommelwirbel auch ein bisschen mehr lang ziehen. Voilà, bis man meint, wäre gut. Okay, tipptopp, cool. Hast du noch ein letztes Zeichen für dich? Den hat Neckgewäsch. Den hat Neckgewäsch, gell? Ja. Das sind irgendwie zwei Streifen, die an den Nähe kommen, oder mit Nähe kommen, und dann irgendwie 2 Inseln sind. Da finde ich mal der Teiten überlegt. Da machen wir der Teiten. Also 2 Schläge, die ein bisschen versagt kommen. Flamm. So, das waren da viele, gell? Komm, ja. Gucken, sind eigentlich alle Gürtel durch. Da sind eigentlich alle Gürtel rein. Also oben der Schnee. Also, wo man just ganz dus machen.
Dann riet es neben an der Mitte, du fängst mal ganz los an. Und wir gehen immer mehr her. Da ganz riet, dass den ich gefunden hat. Einfach 2 Schläge. Dann, den Erik weiß, das ist schon innen Pfeiler, das ist mein Lieblingszeichen, oder? Ja, das ist nicht so anstrengend. Moi um halber 10, das ist richtig geil, ein bisschen relax. Und dann das ganz in der Mitte, das ist mein Lieblingszeichen. Das ist ein Wirbel, und dem bleibt die ganze Zeit ein Herd. Dann haben wir da den drinnen. Und die einzelnen Schläge, zum Beispiel den Herren oder den Löwen. Okay, perfekt. Dann geht es los mit dem Komponieren, mit dem Aufschreiben. Also ich kann die Zeichen alle gut benutzen, so wie ich gerne will. Und ich Stück schreiben, ich Stück selber komponieren. Ich fange mal an mit meinem Lieblingszeichen. Ja, einen guten dicken Trommelwirbel. Dann gebe ich so ein, machen wir mal einen großen Schlag. Ich will immer gerne die Herzschläge. Ich spiele selber Batterie, weißt du, ich will immer gerne, wenn ich richtig gut fest kann auf Drum haben. Ein bisschen mehr lösen und dann haben wir ja fest, ob das Bein geklappt. Da gebe ich so und dann machen wir dann Eis. Reiben wir ein bisschen hin und her. Dann machen wir so Pfeiler, gell? Und dann machen wir den Wirbel immer mehr hart. Immer mehr hart. Und dann machen wir einen großen Schlag. Nach hin, nach hin, nach hin. Und du meinst immer mehr nur in den. Wie ihr mit Wirbel könnt. Und ich schlag für Schluss. Das ist aber lang, Stück. Ja, mir lauscht der Komponist, der will nicht aus seinem Flow stehen. Ich hatte eine gute Idee, eine Kreativität. Du musst das unbedingt so aufschreiben. Wie du jetzt gesehen, das Stück dauert nicht immens lang. Wir machen das zusammen. Auch die daheim macht das, wenn ich gebe den matt. Das heißt, du weißt schon, wie es geht. Wir machen das zusammen und ich weiß immer, wo wir dran sind. Und den Erik hilft dir und mischt matt. Okay, alles. Yay, cool. Das war flott. Das war cool, oder? Ja. Das hat mir auch gefallen. Der will aber selber nicht immer, sich immer selber löwen. Ich muss ehrlich sagen, Ja. das ist cool. Das gefällt mir auch. Dafür machen wir wie richtig Komponist. Schreibe ich meinen Namen dabei. Das ist von Bob. Und wenn der nur ein Stück selber schreibt, dann muss er auch ihren Namen dabei schreiben. Und natürlich das Jahr, das Datum, wie ich das gemacht habe, weil die hat ja dann ein richtig Musikstück selber geschrieben. Voilà. Denkst du, du kennst das doch? Komm, wir machen das dumm und lang. Sollen wir das dann nicht machen? Okay, komm, wir machen das als Übung. Und dann möchte ich Erik als noch ein Stück. Darf ich da noch komponieren? Ja, natürlich. Kann ich das doch. Haut der verschiedene komponieren. Also, Noch dir okay. daheim dürft haut komponieren. Ich bin Okay. froh, dass ich heiß bin. Aber das ist gut, dass du mal abgestellt hast, durch den Ja. Schnee kommen, was für einen zu kommen. Ja. Und du hast mich gelernt komponieren. Also, nachher ich schon nicht gesehen. Ja, ich meine, du hast das schon ganz gut verstanden. Okay, cool. Alles geht. Trommelwirbel. 1 Schlag, 2 Schläge, bis wir lösen Schlag. Und dann. Hey, cool. Also den Erik ist schon mein perfektes Orchester. Ich kann mein Stück wirklich schon alles, wenn ich gerne möchte. Tipptopp. Voilà. Ich bin aber froh, dass ich die Zeichen habe, weil so Sachen verhalten ich nicht ganz gut. Genau, dafür haben wir Zeichen noch nach einem Gehalt stehen. Das heißt, wenn du ihn selber schreibst, dann kannst du ruhig ein bisschen gucken, was wir dafür Zeichen haben. Dafür holen wir das zweite Blatt. Hoppla, einfach hoch. Schon nach hinten drin verstopft für dich. Das ist aber lief. Und dann gehe ich dir direkt weg. Voilà. Und dann darfst du schon loslegen. Okay. Ja, da fängt nicht gerne mal deinen Mund, wo du Fedro nicht benutzt hast. Ja, okay. Ein Eggwasch. Ein Eggwasch. Ja, das finde ich am liebsten. So, und dann. Ja, da könnt. Ja, groß.
Gut, cool. Okay, cool. Also jetzt nicht schon genug vergiss. Pizza. Ich muss mein Nummer du hin. Ja, natürlich. So, Tipptopp. gut. Also in richtigen Original Erik das da. Ja, Sogar das hat Welt noch nicht gesehen. Ja, cool. Gut, Okay, ich hallo. probiere, oder? Ich darf immer weisen, was du sollst spielen. Richtig. Okay. Oh, den Nummer ist immens herzig, gell? Das ist ja ganz Ja. große Schlag. Das- Okay. Mit das aber auch schön, wenn ihr als Komponist sein Werk für dich mal hört. Weil, das- wenn ihr dazu so abschreibt, oder wie sie als Komponist. Muss in der Stadt immer gut vorstellen können am Anfang, was denn da alles braucht. Ja? Also wir haben ja ganz viele verschiedene Zeichen gesehen. Und dann muss ich, wenn ich nicht Komponist das, muss ich sich immer überlegen, wie soll das, was ich da abschreibe, wie soll das klingen? Ja, meistens hat ja schon eine Idee, so wie Erik wollte am Anfang direkt mit dem Eckwerk anfangen, den hat schon die Idee, ihre losgegangen ist. Und dann hat sich selber entschieden, für das zu holen. Den hat Lieder schon so ein bisschen am Cover am Anfang. Und komm mal, ich will dir etwas weisen, Herr Erik. Ich habe nämlich paar Noten mitgebracht und verschiedene Komponisten benutzen auch paar Stimmen gleichzeitig. Das heißt, sie haben nicht nur einen Reim mit Noten gemacht, wir sie haben eben paar Noten Madeneen. Also du sagst, haben wir ganz viel Noten Madeneen, sogar verschiedene Zeilen Madeneen. Mit uns ist halt Noten, sind Ja. das die komischen Das sind die vielen kleinen Punkte. Also das ist das, was Komponistinnen wie zum Beispiel den Mozart und den Beethoven hat man am Anfang gesehen, die und die Note benutzt. Das ist, weil sie ganz viele verschiedene Töne benutzen. Zum Beispiel, wenn ich Steck für die Piano hast, da geht es halt oben eine Reihe, wo die ganz viele Punkte sind. Das ist dann für die eine Hand, das sind die ein bisschen mehr Heichtöne. Und innen, als da für die andere Hand, das sind die ein bisschen mehr Dave-Töne. Das heißt, der Musiker weiß, da was muss drecken am Piano. Am besten Fall, ja. So wie ich halt weiß, weil ich muss auf den ganz genau. Knien. Okay, so gut. wie du die Zeichen verstanden hast, muss auch der Musiker, die du Zeichen für dich gelehrt haben, erkennen. Bei uns ist es ganz einfach, weil die dort Zeichen, die kennen wir schon alle gut, also können wir mit denen schaffen. Und das, was heute Komponisten machen und Komponistinnen machen, mit verschiedenen Klängen schaffen, das wollen wir auch probieren. Dafür machen wir noch ein neues Stück, dafür musste man eine Hölle von Heimann vorbei. Ja? Voilà. Und dann machen wir mal zwei verschiedene Klänge. Und zwar, wir haben zwei Klänge. Den ersten Klang, den kennen wir schon. Das ist den auf unseren Bein. Und dafür haben wir das Bild von den Knien. Und dann machen wir das. Sprechen da mal leise drauf. Innen. Also, wir haben gesehen, bei seinem Stück für Piano gibt es zwei verschiedene Reihen. Und noch mehrmals zwei Reihen. Die eine machen wir oben. Und das ist neu. Gucken wir, was hier drauf gemalt ist. Was hier mischt, hier im Bild. So, ich noch seine Hand fest. So. Was mischt hier hin? Klappt auf die Brust. Ganz genau. Also, wir klappen ober das Brust hier hin. Wir klappen nur nicht so viel fest über das Brust, weil wir ein Mikro hier haben, weil sonst so dass der immens hart. Wir klappen hier hin ein bisschen mit Dave für das Brust. Okay, da können wir ein Stück schreiben für zwei verschiedene Klänge. Wow, da geht es schon ein bisschen kompliziert. Komm, wir fangen mal an mit dem Neuen, oder? Ja. Okay, dann fangen wir an mit dem Neuen. Mit einem Trommelwirbel. Ich fange immer am liebsten mal an. Und da können wir rübergehen auf die nächste Zeile und dann da etwas machen. Zum Beispiel, ich schlage auf die Knie. Und da können wir auch hier einen Trommelwirbel machen, vielleicht ein bisschen Chemie lösen. Und da gehen wir lösen drauf. Bei unserem Bauch, also als Brust drauf, und dann trommeln wir hier und machen hier. Nach ich schlage. Und nehmen wir den Neckwasch. Wir machen einen Neckwasch. Das ist Erik froh. Voilà. Und da, und was sollen wir noch? Was tun wir noch? Da können wir auch auf der Ofen das mit den Pfeiler machen. Und da wirbeln wir am Hof. Und wir machen hier noch 1, 2. Und die ganz lösen zum Schluss. Okay. Das muss ja nicht immer ganz hart sein zum Schluss. Kann ich noch ganz lösen abhalten. Okay, sollen wir das mal probieren? Ja.
Okay, das machen wir. Ich weiß drin. Und die du hier probiert, das matt zu machen. Ich bin mir sicher, dass das gut klappt. Geh du oben, die Oberschlin als Hai auf der Brust. Die Innenschlin, also immer, wenn wir hier innen sind wir bei den Knien. Okay, alles geht. Hey, cool. Also, das war nur ein Stück für 2 verschiedene Stimmen. Sollen wir noch einen machen? Ja. Komm, wir machen noch einen. Alles. Aber Oh, ich habe nicht gemerkt, dass du ich musst auf die mich richtig geht. schreiben. Ja. Ja, ich habe gedacht, der Wirbel. Ja, du musst aber aufpassen, das ist ne? falsch. Haben wir schon gucken, halt, also doch nicht egal, hat man gesagt, ob wir eine Zeile in die Note Mit dem schreiben. Dirigent, der muss auch immer, So der kann nicht mehr da weisen, der muss auch lauschen. lauschen. gell? Ja. Ich hatte nur selber, ich habe gedacht, nee, Ja, der Wirbel. Dann war es schon richtig. Nee, das war nicht richtig, das war nicht das richtige Instrument. Nee, war nee, nicht die nee, richtige nee. Platz. Okay. Und das fand ich cool, wenn ich denke mal ganz loser, ganz dus abhält. Muss ja nicht immer so herzen zum Nee, Schluss. das ist nicht immer so. Voilà. Tipptopp. Okay, cool. Also, du hast mich wieder schon gefreut, wann ich als Komponist etwas abschreiben, so wie ich gerade, oder wie du auch gerade schon deinen nächsten Stück abgeschrieben hast, da muss man als Vierdruscher können vorstellen, wie das klingt. Also wir müssen die verschiedenen Klänge schon beschreiben können, schon wissen, wie die sollen klingen, ehe es losgeht. Und dafür haben wir auch die verschiedenen Zeichen. Und genau dasselbe machen Komponisten auch. Zum Beispiel den Klang wie den heute. Wie gibst du den beschreiben? Louis, dus. Ja. Ich weiß nicht, wie den du hören. Ganz los. Also, die löse Klang. Im Vergleich mit dem heute, den hast du ein bisschen mehr. Voilà, die Shakeren die haben wir übrigens vorgestern, haben gebastelt. Die sind noch ganz neu, noch ganz warm sozusagen. Den hast du ein bisschen mehr, hat man gesagt, den du Klang. Wie wird er mit dem heute? Wie kann man den beschreiben? Den ist kurz, den ist direkt fort. Voilà, das ist direkt fort, weil ich den Fanger drauf sitze. Das ist direkt fort. Im Vergleich mit dem heute, das habe ich alles schon gesehen. Ein Glock, wie zum Beispiel an der Kirche, hängt um Kirchturm, da hängt genug Glocken. Den ist ganz lang. Ne? Das dauert, das dauert. Ja. Wie lange meinst du, dass das dauert? Muss ich vielleicht zählen? Wie lange meinst du daheim, dass das dauert? Du darfst alle gute Roden, alle in Tipp aufgehen, okay? Wie lange meinst du? Okay, da geht es los. Was siehst du? Oh, 9 Sekunden. 9 Sekunden, okay, das sind nicht 10 Sekunden. Ah, los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Das war sogar maybe 9, das war sogar maybe 10 Sekunden. Also ein ganz lange Klang. Also ein Instrument kann auch ganz lang klingen. Zum Beispiel ein Trompete, ein Bluesinstrument, wo wir ganz viel Luft tun, da können wir ganz lang dran bloßen und ganz lang drüber spielen. Dafür brauchen wir auch Milan-Klang, noch Zeichen für Milan-Klang. Und dann nach der dritte, weil ich unbedingt weisen, schon einmal mein Kollege hat bricht meine Ukulele. Und du merkst schon, die kann mehr wie nur Klang. Ich kann darüber natürlich klappen, aber ich kann verschiedene Töne darüber spielen. Das ist das, was wir für drin hatten. 2 verschiedene Töne. Zum Beispiel wie die heute. Also Zeichen haben wir auch Gesicht. Zum Beispiel haben wir ein Zeichen-Gesicht. Für die Lautstärke hat man gefunden, wenn es hart ist, machen wir ein bisschen wie so einen großen Balken. Wenn es löser ist, machen wir zum Beispiel just die ganz kleinen Punkte. Oder ganz viele kleine Punkte wie der Schnee. Wenn es ein bisschen mehr lange Klang soll sein, hat man gesagt, können wir den Wirbel ein bisschen mehr lang ziehen. Oder eben einen ganz kurzen Klang, just mit einem Viereck. Und dann hat man gesagt, kann nach einem Ton heißt, also Klangfarbe, wie ihn dadurch kann nennen, heiß oder tief oder hell oder dunkel, kann ich noch so, indem nur bei welchem Klang. Da hat man gesagt, haben wir 2 verschiedene Klänge gehabt, ob der Brust oder im Bauch bei uns oder ob den Knien. Ganz genau. Also verschiedene Klänge, verschiedene Töne
verschiedene Längen und verschiedene Lautstärken. Das haben wir alles gemacht. Genau das, was die richtigen Komponisten auch brauchen, mit ihren Noten, haben wir alles genauso gemacht. Voilà. Also, lo wisst ihr genau, wie es geht. Ihr kennt sie schon alle Guten. Und nach etwas ist mir aufgefallen bei den Komponisten. Soll ich das so was? Pass mal auf. Schön, einmal etwas raus. Das liegt ein bisschen mit Dave innen. Das ist eine ganze Sinfonie für einen großen Orchester. Guck mal, was da alles steht. Auf einer Seite sind ganz viele verschiedene Linien. Und die spielen noch zum Teil alle genau dasselbe. Am Madeleine. Am Madeleine. Und da sind lauter ganz viele verschiedene Instrumente. Weil das für ein großes Orchester das Stück durch. Für Geigen, für Flöten zum Beispiel, Oboe, Klarinett, Fagott, der Chor, und so viel und so weiter. Also ganz, ganz viele verschiedene Instrumente, die Madeleine spielen. Das heißt, das war nicht auf die Brust und auf die Knie gleichzeitig. Zum Beispiel, ganz genau. Also du könntest mal zum Beispiel etwas machen, wo du zwei kleine Madeleine spielst. Wir sind just zu zwei, wir sind nicht so ein riesig großes Orchester. Wir können am Anfang auch etwas machen, wo zwei Leute etwas spielen, was vielleicht teilweise dasselbe ist, teilweise aber auch, wenn wir ein bisschen Blätter gehen, spielen sie bei uns ganz andere Sachen, also verschiedene Stimmen. Und ich habe schon etwas präpariert für dich, das ist das heute. Das sieht so aus. Das sind zwei verschiedene Stimmen, also zwei verschiedene Instrumente. Wir haben einen blauen und einen roten. Wie willst du sehen, den blauen oder den roten, Erik? Die rote. Okay, dann mache ich die blaue. Also, jeder von uns spielt die Lo, eine von den Stimmen. Und die daheim sehe ich auch einen raus. Ob du lieber die blaue sind, also die du oben, oder lieber die rot, die nicht. Okay, was hast du gesagt, du wärst gerne die rot? Ja. Dann mache ich die blaue Stimme und da geht es zusammen los. Voilà, so können wir das machen. Wie ein Instrument das? Das ist rum, alles auf die Knie. Wie man so, du kommt man alles auf die Knie, oder? Ja. Ja, kommt man alles auf die Knie. Ja. Sonst geht es vielleicht zu Die Federn hat man innen auf die Knie und dann oben auf der Brust. Ah, das können wir auch machen. Sollen wir das machen? Ja, Das ja. ist auf die, okay, machen wir das. Nee, Das du warst der Komponist, ja? Du warst Du vor dem Komponist nicht draufschwätzen. Ja, sehr gut. Ja, mit dem Komponist muss auch eins, du denkst, vielleicht durch rot, wenn ich Mann erleichtern, das ist eine gute Idee. Da meine ich. Obwohl er doch eins du viel kennt, wie ich an der Schöfflinger Musik war, du hast du gefehlt auf einem Instrument, da sollten Dirigent immer zum Beispiel zu dem auf der Klarinette, da kannst du nicht das spielen, was normalerweise Flöte spielt. Ganz genau, das kann ich mal machen. Ja. Heinz, so klingt das gut, ganz gut. Das kann ganz gut klingen. So gut. Ja. Heinz, so klingt doch nicht gut. Mit das nämlich das, was der Komponist geschrieben hat. Das ist wahr. Muss ich selber immer rausfinden, was ich gerne hat, wen das gerne will. Dafür, okay, komm, wir machen so. Das heißt, die das Blut machen, mit mir zusammen, die machen heute. Die das rot machen mit Erik, die schlagen auf die Knie. Okay, und los geht's. Du könnt ein großes Schlag an zwei kleine Roter, ein großes Schlag an zwei kleine Blaue. Das sind wir. Und ein löses Schlag auf den Blauen. Und du machst die drei. 1, 2, 3. Und hergehen. Und losgehen. Immer mehr losgehen. Immer mehr losgehen. Und da könnt ihr mal wegwaschen. Hey, cool. Nur will ich aber tauschen. Ja, mir wenn Stadler richtig verstanden, kann ich noch Pausen nach Musik schreiben. Ganz genau. Also du, wo du etwas spielst, Da steht bei dir nicht. Ja. Ganz genau. Und du willst etwas spielen, spielst du nicht. Und das gesehen wir schon halb, wo ein lange Flasche ist, wo nicht steht. Du machen wir doch noch einfach nicht. Ja, ich meine aber. Du musst etwas, ja. und ich meine nicht. Genau. Okay, gut. So was dann einem richtigen Orchester auch. Hey, meinst du, ein ganz Stimme, wo gar nicht steht, just Pause steht. Und die anderen müssen aber in dem Moment spielen. Weil sonst wäre es schon ganz ruhig. Wenn in einem Orchester jeder Pause hat, ja, dann hören wir nicht. Gell? Muss immer normalerweise mindestens spielen. Meinst du, also auch eine Pause für die ganzen Orchester. Okay. Dann sollen wir tauschen. Ja, Dann mache ich das innen rot. Und ich Und du mache musst Blut. das Blut. Okay. Und die daheim könnt ihr raus, die wieder mitmachen. Los geht's. Ah. Wir können den kleinen Schlag an die zwei kleinen Roter. An den Herzschlag, die zwei kleinen Blaue. An den Herren Roten, an den kleinen Roten. Ah. Hey, cool! Das macht richtig Spaß, das da. Ja. Ich fand immer Musik macht am meisten Spaß, wenn ich zusammen spielen kann. Dafür machen wir ja auch Musik. Dafür machen wir Musik, dafür hören wir auch
Mimamu, wir machen Musik. Können wir direkt nach einer Musik. Nach ganz zum Schluss machen wir nach den letzten Orientsteck für zwei Stimmen. Und das nach einer so etwas. Bist du ja nicht das Kehr. Wen willst du machen, rot oder blau? Oh, ich will den Bauch ein bisschen weh vom Drop schlagen. Ich gehe noch im Bad knähen. Okay, dann musst du die rot? Ja. Und ich meine die blau? Ja. Okay, und das extra für den Erik fängt das tote Stück mit seinem Lieblingszeichen an. Mit Eggwäsch. Okay, alles geht. Der Schnee. Schau geht das voll los. Hab immer mehr her. Das machen wir alle zusammen. Und dann so eben der Schnee. Und innen gehen sie immer mehr schnell. Wir wirbeln alle durch. 1, 2. Hey, cool. Voilà, also das macht richtig viel Spaß. Mir da. Ich meine, wir machen nur noch ein bisschen weiter. Und wir schreiben noch ein paar Stecker da. Und ihr könnt daheim das tote noch machen. Ihr wisst schon, wie es geht. Die kennt sich alle Guten. Hol dich am besten ein Blatt, ein Bleistift oder ein Big. Und da fängt ihr an zu schreiben. Und verrot am besten nicht schon direkt wieder rein, was das geht. Wir probieren das einfach daheim aus. Da ruft ihr Eltern oder wen du daheim hast. Und da fragt ob sie das mal die Schmatt machen und da weiß er ihnen, wie es geht. Voilà. Löse dir selber Komponistinnen und Komponisten. Viel Spaß dabei. Und merci, dass er nur geguckt hat. Und ich meine, Erik, wir machen noch so hin, oder? Ich meine, ich komponiere. Schon einer vorbei. Voilà. Okay. Okay, so. Tipptopp. Merci. Mir erst mal halt schon Eddie. Eddie, ciao. Ah, jetzt noch ein bisschen Platz. Da können wir mal halten dabei.